Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich werde euch etwas zeigen. Und zwar das herzige Couvertli oder Mäppli oder wie man dem sagen will, wo man so aufklappen kann mit dem Fensterli. Und da drinnen steckt nachher ein hübsches Föteli. Mich erinnert das ein bisschen an die Mäppli oder Gouvert oder eben, ich weiss doch auch nicht, wie man denen sagt, wo man, wenn man zum Fotograf ist, Fotos machen, dann kommt man doch die Fotos nachher dann in so einem kleinen Mäppli über, wo die so drinnen stecken. Genau, und dann ja, sieht doch das wunderhübsch aus. Und jetzt wollen wir doch zusammen so eins machen. Ich mache die nämlich aus so einem Gouvert. So, schneide ich das einfach hier ab. Schneide unten auf und schon haben wir das Klappteil, wo wir dann noch ein bisschen verschönert. Ich habe genau einen Versuch, weil ich habe genau nur ein einziges Kuvert. Drückt mir die Daumen, dass es gut rauskommt. Und dann fangen wir doch einfach gerade mal an. Also, als erstes tun wir noch mal schnell hier anzeichnen. So und so, wie groß das es etwa werden sollte. Und dann schneiden wir das doch. Da war noch irgendwie eben etwas draufgedruckt. Ich denke, ich mache das so wie hier, wie ich es hier gemacht habe, dass ich einfach irgendetwas ein bisschen über das Fenster drüber hineinkleben tue. So. Dann würde ich sagen, Achtung, fertig, los. Abschneiden das Zeug. Möglichst gerade. Ich habe nämlich irgendwie die Befürchtung, dass ich beim anderen da oben ein bisschen krumm geschnitten habe, aber es gibt ja keinen Beweis dafür. Ich bin nicht nachmessen. Wir probieren das jetzt einfach gerade zu machen. Vielleicht haben wir ein Schwein und wir schaffen es. So. So. Und unten noch das Kännchen aufschneiden. Das sollte jetzt aber doch gerade sein. So, und schon haben wir so ein herziges Klappdingsli mit einem Fenster. Jetzt habe ich mir hier auch schon ein paar so Zettel, Blümchen-Zettel rausgesucht. Was würde hier hübsch aussehen? So, wenn ich das hier herlege, dann spiegelt das gerade mega, gell? Muss da irgendwie schauen. Ah, so weit aufstellen kann ich es aber jetzt auch wieder nicht. Das ist jetzt blöd. So, nein. So ist gut. Mal schauen, ob es mir nicht in den Weg kommt. Sonst müssen wir es dann halt forttun. So wie das hier. Jetzt auf die Seite. Aha. Da, irgendetwas von denen hier. Habe ich gedacht, wäre doch jetzt noch schön. Ah, schau jetzt. Da hat es gerade so eine schöne Ecke. Das könnte man doch da drauf tun. Und das Hummerli wollte ich sowieso nicht. Aber das wäre schön. Da, aber wartet, ja, genau. Das kann ich vielleicht noch schnell zeigen. Da habe ich die äußere Kante mit dem Band verstärkt. Das ist so ein Fabric Tape. Das habe ich aus dem bastuecke.ch bestellt. Ja. Und es ist wirklich mega schön. Es ist extrem schön. Mit dem hier haben wir auch den Buchrücken gemacht von unserem Junk Journal.
Und das habe ich mit dem da so gemacht. Und da das eben so stoffig ist, hebt das dann natürlich besonders gut. Also es kann nicht reissen oder so, wenn man es 1000-mal auf und zu klappt. Innen habe ich es einfach nur ein Papier draufgeklebt. Und ich glaube, das reicht. So, also genug geschnurrt jetzt, wenn wir noch ein bisschen vorwärts machen. Ja, aber das sagt eben, dass ich da vielleicht, wenn ich das wieder mache, geht darf ich gar nicht mehr, oder muss ich es einfach nur so drüber kleben? Also warte jetzt. Gut. Also ich reisse das mal. Ich reisse das mal so auf die Seite, wo ich es reisse. So. So. Ja. Ah nein, eben. Eben nicht. Eben so. So wäre das. Und da kommt aber ein bisschen viel verdecken wir da. Also da können wir glaube ich noch ein bisschen auftun. Können wir noch mehr? Ja, wenn wir es so weit übernehmen, dann können wir schon noch ein bisschen mehr nehmen. Ein bisschen mehr nehmen wir noch um. So. Und so. Ja, ja, ich glaube, das ist gut. Und unten, da machen wir dann nachher das. Machen wir es dann so. Das ist gut. Mal. Mal, das gefällt mir so. So kommt ihr das her. Soll ich jetzt das draufkleben? Ja, wahrscheinlich schon, hä? Wahrscheinlich schon. Jetzt kleben wir es einfach drauf. So bis hier etwa muss ich leimen. Ja, ich könnte jetzt das auch mit dem Stiftleim machen. Aber da klebe ich jetzt noch gerade über das Fenster rein. Dann bin ich vielleicht gerade ein bisschen auf der sichereren Seite, dass es den gut hebt, wenn ich das mit dem Tacki mache. So. Schon? Ja, ja. Ja, ja. Da habe ich natürlich jetzt doch ein bisschen zu viel Leim drauf geschmiert. Macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Alles gut, alles gut. Den Leim nicht aufs Fenster schmieren, das wäre noch so wichtig. Mehr oder weniger. So. Und der. Und der unten. Komm, wir bleiben doch gerade hier bei denen. Komm, wir bleiben doch bei denen. Das ist doch gut. Da probiere ich es ein bisschen genauer zu machen. Also das heisst. Was heisst das? Ich suche mein Lineal. Wo ist es? Da. Ah Mann. Gut. Da abschneiden. So. Ja, das wird dann hier auf dieser Seite sehr üppig. Mit diesen ganzen Rosen und so. Aber ist okay. Finde ich eigentlich noch recht okay. So. Genau, da kommt es ein bisschen drüber. Und da unten ist schön genau. Und hinten schneiden wir es ein bisschen ab. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles genau so wie geplant. Hoffentlich. So. Den Leim den Weg reinstecken. So. Noch ein bisschen rauf.
So, und der unten. Unten. Was machen wir unten noch? Ja, wenn wir da gerade, könnten wir eigentlich gerade bei dem Thema bleiben und da den Rahmen noch fertig machen. Eigentlich könnte man gerade hier abschneiden. Das kommt jetzt wieder Kraut und Rüben raus. Ihr werdet es sehen. Ich weiss es nicht. So. So, und nachher würde ich das gerne hier ansetzen. Da, hä? Da. Genau da. Stimmt da? Mal schauen. Ja, nur haben wir jetzt so das blöde Viertel von dem Bienenli oder von dem Hummeli, das passt mir gar nicht. Aber wir kleben dann dort einfach noch irgendetwas drüber, irgendein Kleberli, irgendwas. Moment, jetzt. Hei, hei, hei. So, da habe ich wählen. Das abschneiden. Ja, ja. Zum Beispiel ein Sommervögeli-Kleberli können wir drüber kleben. So, schau jetzt, das ist doch super. Das ist doch super. Jetzt passt es einfach da, stimmt es nicht überein, aber eben. Eben, wir kleben dann etwas drüber und so weiter. Da schneide ich jetzt noch das Weissen ab. So, komm, alles gut. Das hätte man sicher jetzt auch noch auf eine einfachere Art und Weise machen können. Ich weiss. Aber jetzt habe ich es halt so gemacht. Ja, ja. Also bei dem ersten, den ich gemacht habe, habe ich es also auch nicht so kompliziert gemacht. Da habe ich einfach ein paar Fötzchen drüber reingeklebt. So. Ja, ja. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt nötig gewesen, dass das so haargenau passt. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Es ist jetzt einfach so und schließlich hat es jetzt geklappt. Und jetzt schneide ich hier rundum ab. Also. Wäre schon noch schön, wenn es gerade wäre. So. Und da noch. Also gerade ist anders, aber ja, sieht ja niemand. So. Mal, also das finde ich jetzt hübsch. Das gefällt mir. Und das würde es auch so nicht auffallen. Aber wir machen dann hier wie hier noch ein Sommervögel drauf. Genau. Was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir die Hinterseite. Machen wir doch die Hinterseite. Wie habe ich das gemacht? Einfach 2 Dings. Einmal so, 3 verschiedene. Aber ich werde jetzt das gerne auch machen mit so. Und weil wir vorhin kompliziert waren, machen wir es das mal einfach und kleben einfach das drauf. So. Ja, ja. Genau, so machen wir es. Und für innen habe ich mir dann auch noch etwas überlegt. Das kann ich dann gerade meiner Vorlage schnell zeigen. So, ich schaue jetzt, dass ich nicht da ein bisschen den Leim schön am Rand rausstreiche. Dass ihr das auch wirklich habt. Ich hoffe, er trocknet noch nicht gerade sofort. So. Ja, du musst jetzt da drauf. So.
Kleb. Kleb bitte schön. So, und dann schneiden wir das hier ab. Voilà. Das ist schon hübsch. Das ist schon wirklich sehr hübsch. Gut, und jetzt innen, ich kann das schnell zeigen, habe ich hier so eins draufgeklebt, so ein dickeres Papier. Dann ist das wirklich da so ein bisschen kartonig. Vorne ist es ein bisschen weicher und da ist es richtig stabil. Das werden wir doch jetzt auch wieder machen. Für das ja, soll ich es auch einfach draufkleben und nachher abschneiden, könnte ich eigentlich auch. He? Ja, machen wir doch das gerade so. Ganz easy. So. Ich streiche es wieder ein bisschen raus. Ja, ich weiss, ich liege auf meiner Schneidmatte. Das ist unschlau. Jetzt muss ich aber gut schauen, dass ich das noch zubringe. Jawohl, so ist doch perfekt. So liegt und ich schneide jetzt das am gescheitsten gleich gerade mit dem Cutter. Damit wir ein bisschen genauer bleiben. Das wäre doch schön. So, wow, Hilfe, liegt alles umeinander. So, oh ja, das ist subi. Subi. Und jetzt hier innen. Hier innen, was haben wir hier innen gemacht? Hier habe ich mit Washi-Tape und mit Kaffee gefärbtem Papier. Aber ich glaube, ich bleibe doch jetzt einfach bei diesen ganzen Blümchen-Geschichten. Einfach, weil es doch so schön ist. Komm, machen wir es doch so. Machen wir das doch so. Einfach so. So. Da hätten wir gerne abschneiden. So, in der Hoffnung, dass es deckt. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt, jetzt kleben wir das drauf und schneiden es dann wieder am Schluss ab. So. Schnell schauen, wo oben und unten ist. Ja, das stimmt schon. Das stimmt. So. Nicht wirklich. Ich gehe noch ein bisschen runter da. Ja, muss ich halt dann noch mal ein bisschen abschneiden. Das prompt krumm draufkleben. Bravo.
Und da, also wie mache ich jetzt das da? Einfach so, und jetzt machen wir das einfach gerade. Da, ja, ich kann ja dann auch noch abschneiden, so ungefähr. So bist. So, ich schneide da noch ein neues zu. Ein bisschen grösser, ganz ein bisschen grösser und da. Ja. Ja, ja. Das ist doch gut. So, da möglichst bis an den Rand raus. Ja. Aha. Da sollten wir vielleicht auch noch abschneiden. He? Da sollten wir noch abschneiden. Ja, ich glaube, da ist sowieso etwas drüber rein. Also, so. Gut. Nicht kompliziert machen, gell? Nicht komplizierter, weder das ist ja sowieso schon immer machen. Einmal so. Und verkehrt. So. Komm, komm, komm. Schön bis an die Kanten geben. Den Leim den Weg reinstellen. Habe ich es vorher schon wieder nicht gemacht. Ich musste nämlich wieder schütteln. So. Voilà. Und jetzt da wetten wir schon ein bisschen drüber, weil da ist ja eben noch der wüste Stempel, den ich übermalt habe. Dann müssten wir da das voll rein. Dann müssten wir doch da schon irgendwie ein bisschen so machen. Also, aha, ja, da habe ich auch da ein bisschen drüber rein. Mit dem Papier, das mache ich jetzt hier auch. Da haben wir hier nämlich auch noch gerade ein bisschen schöne Blumen. Und soll ich das reissen oder soll ich das schneiden? Weißt du, ich reisse doch das. Ich könnte hier sogar die ganzen schönen Rosen mitnehmen. Das wäre ja hübsch. Und nachher gehen wir hier runter. Aber vielleicht sieht es dort dumm aus mit dem... Nein, nicht so. Vielleicht sieht es dumm aus. Wenn wir es dort mit dem Fensterli... Das weiss ich jetzt gerade nicht. Das müssen wir schnell ausprobieren. Also, und hier probiere ich das jetzt ein bisschen so zu reissen. Vielleicht schon von oben runter. Oh, aber schwierig. Da. So. Ja, ich glaube, das ist gut. Da noch ein ganz kleines bisschen. Ganz, ganz wenig. Das ist schon zu viel. Das ist schon zu viel. Ja, no, eben, man kann es halt nicht so genau machen. Super. Ja, das macht nichts. Das ist schon gut so. Da kommt schliesslich ziemlich viel von dem Weißen führen. Und es macht jetzt auch nicht viel aus. Mal, das ist gut.
Kommt alles gut. Jetzt leimen wir das Zeug rein, da komm, fertig. So. So. Jetzt oben werden wir ziemlich genau auf der Kante sein. Und da hätten wir gerne das alles nicht sehen. Doch, ich glaube, so ist doch gut. Da habe ich zu wenig Leim dran. Noch ein bisschen mehr. Also, dann brömeln wir es doch jetzt noch, testen wir es jetzt noch. So. Ich wollte sagen, hallo, was ist denn da los? Wieso ist denn das jetzt so, wie es ist? Das wegen dem? Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Mühe mit Falten da, wieso? Zu viel Material rum. Ich weiss es auch nicht. Vielleicht können wir da noch schnell mit dem Dings ein bisschen rein. So mit so einem Faltwerkzeug. So. Und so. Gut, dann schneiden wir doch jetzt das Zeug alles mal ab. No. Und ich glaube, ich mache es jetzt auch nicht mit der Schere, ich mache es jetzt lieber mit dem Cutter. So. Und komm. So. Voilà. Oh. So. Sieht doch alles prima aus. Und dann müssen wir noch wissen, wie wir das Täschchen machen mit was. Und ich glaube, wir machen das gerade mit dem. Ja. Genau, das Täschchen machen wir mit dem. Und es ist... Da versteckt sich natürlich da hinten dran. Aber da jetzt halt nicht. Wie hoch machen wir das Täschchen? Vielleicht etwa gerade da bis zu dieser Schrift. Die hauen wir, glaube ich, noch ab. So. Voilà. So, das ist unser Täschchen. Jetzt sollen wir hier noch schnell die Ecken ein bisschen runden. Das könnten wir doch. Komm. Das könnten wir auch vor allem eben unten. So, die oberen Lohne, glaube ich, sie sind. Gut, schau, der Leim wieder diesen Weg hergestellt. Falsch. Moment mal. Mal schnell schauen. Ja, so ein Viertel passt gut rein. Aber wir müssen schon ein bisschen schauen, dass wir nicht allzu breiten Rand leimen. So. Schau, den Leim wieder den Weg reinstellen. So. Da kommt unser Täschchen.
So, und bis dann das trocken ist, richtig gut haben, tun wir jetzt noch auf die Kante runden. Und dann inken wir hier überall noch ein bisschen rundherum. Oh, da ist krümmer als krumm rausgekommen. Ja, das ist gut. Oder auch noch ein bisschen besser. Soll ich nochmal? Okay. Okay. So, nein. Was uns ja noch fehlt, ist das da. Das Bändeli. Genau, und da jetzt das hier komplett krumm draufgeklebt habe, kann ich mich dort nicht so gut orientieren. Tja, wie machen wir das jetzt? Einfach so. Handgelenk mal Pi. Meinst du, das kommt gut? Ja. So, meinst du, das ist gerade? Jetzt sieht man, dass das krumm ist. Oh. Ja, ja. Nein, aber sonst ist es, glaube ich, jetzt gerade. Der sollte ja vielleicht schon gerade sein. So, das hacken wir noch ab. Da, so. Wunderschönes Bändeli. Gefällt mir extrem gut. Und passt prima zu unserem Projekt. Sehr, sehr hübsch. Jetzt muss ich auch gleich noch ein bisschen schnipseln. So, einmal so. Und da gleich auch noch ein bisschen. Ja, ich glaube schon. So. Voilà. So gut. Hey, das gefällt mir mega. Jetzt Inken. Ich kann mir vorstellen, das würde doch gut aussehen in so einer Farbe. So ein dunkel Violett, Bordeaux, irgendwas. Das ist, glaube ich, zu violett. Nein, schau. Das wäre doch fast das, was ich meine. Fast. Einfach probieren. Einfach probieren. Und ich habe einen super Tipp bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das auch so macht. Wenn man die hier auswechseln muss, dann kann man die nachher einfach hier unten reinstecken. Das ist doch super. Dann hat man immer das Richtige parat. Man muss natürlich dann nachher das auch wieder versorgen. Am richtigen Ort. Da zum Beispiel braun zum Braunen. Und tschüss. Voilà. Jetzt schauen wir doch, wie das aussieht, wenn wir das hier ein bisschen rundherum inken. Das ist jetzt eben gerade ein bisschen sehr violett. Aber nein, das ist gut. Hey, das ist super. Das muss doch so aussehen. Ja. Hat man ein viel verrutscht. Macht nichts. Macht gar nichts. Hier machen wir ein bisschen weniger. Aber ein bisschen müssen wir schon. Ich könnte jetzt noch mit einem Rotbraun oder etwas drüber rein. Das würde mir jetzt, glaube ich, noch recht gut gefallen. Aber ja, soll ich oder soll ich nicht? Nein, ich glaube, ich lasse es sein. Ich lasse es, glaube ich, sein. Oh, jetzt sind wir noch ein bisschen viel gekommen. Machen wir halt noch ein bisschen mehr. Alles gut, alles gut. Das Täschchen hätte man noch inken. Das Täschchen.
Soll ich noch probieren? Ich könnte ja ganz ein kleines bisschen. Und jetzt das würde ein bisschen abstehen. So, ein bisschen Angst. Ja. Ja. So ganz, ganz wenig. Mal, das funktioniert ein bisschen. So. Oh, ein bisschen ist gegangen. So, hey, das gefällt mir. Das gefällt mir. Es ist ein bisschen leuchtiger rausgekommen, wieder jetzt das. He? Aber macht gar nichts. Mal, das ist doch schön. Jetzt brauchen wir ein Foto für drei. Und ich habe hier meinen Fundus, was ich mal so in der Brocke ergattert habe. Aber so schöne Porträtaufnahmen, das ist natürlich viel zu gross. Was könnten wir... Oh, schau mal da, die hübsche Dame. Kommt doch das gut da drin? Ja, sie ist gerade ein bisschen zu weit hin. Ein bisschen zu weit hin, aber ich tue sie mal auf die Seite. Oh, schau mal der Herr mit dem Akkordeon. Oh, der macht fast nicht rein. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu blumig, he? Für den Herr. Das ist doch gescheiter so irgendwie für eine Frau. Irgendeine Frau. Oh mein Gott, schau mal, das herzige Mädchen. Das würde natürlich auch super aussehen da drin. Oh nein, schau mal, wie schnussig. Oh jö. Aber das passt jetzt natürlich da überhaupt nicht ins Täschchen. Und es ist ja da... Ja, man könnte es einfach reinlegen. Da ist noch einmal die Dame, aber die ist auch wieder zu weit hin. Und die ist auch ein bisschen zu weit hin. Du, also Herr Fotograf, hä? Herr Fotograf, wo hast du die Dame platziert? Oh, schau mal, da hätten wir so ein Kinderbärli auf dem Gampiross oder auf dem Velöli-Ross und mit dem Teddybär. Oh mein Gott, ist das süß. So. Ach jö, schau mal. Nein, das ist oberschnussig. Hä? Schau jetzt. Jetzt haben wir noch etwas gefunden. Mir gefällt das. So. Ach komm, da muss noch ein bisschen rauf. So. Schau mal die zwei herzigen. Ich bin total begeistert. Ich freue mich mega. Oh hey, warte mal. Ich wollte doch hier noch einen Sommervogel draufkleben. Um das blöde Bienenvögel zu überdecken. Wo sind meine Sommervögel? Da. Schmetterling. Irgendetwas Schnussiges müssen wir jetzt hier noch draufkleben. Weil das Bienenvögel, das nervt mich nämlich ziemlich. Oh, ich kann hier noch so ganz kleine kleben. Also ja, ganz klein ist übertrieben, aber wie wäre es denn mit dem? Oder mit dem? Das ist ein bisschen zu crazy, ja? So. So. Ja, ich glaube, ich nehme den. Oh nein, warte. Nein, es muss der sein. Der ist es, den nehmen wir. Den kleben wir drauf. Zack, das Bienenli muss weg. So, jetzt ist gut. Jetzt bin ich zufrieden. Ja, es hat mir auch Spass gemacht, mit euch zusammen das zu basteln. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Yeah! Ihr dürft auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Tschüss!